Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows ist der zweite Teil von der Ninja Turtles Reboots, der 2014 der erste rausgekommen ist, und beide sind produziert von Michael Bay. Und es geht bei dem jetzt darum, dass Turtles immer noch so in den Schatten leben und niemand weiss, dass es sie gibt. Niemand weiss, dass sie im ersten Teil den Shredder ausgeschaltet haben. Jetzt findet April O'Neil aber raus, dass der Shredder befreit werden aus dem Gefängnis, beziehungsweise während dem Transport in so ein Hochsicherheitsgefängnis. Und Turtles müssen das natürlich verhindern, das gelingt ihnen aber nicht. Und dann kommt der Krang ins Spiel, das ist so ein Roboter, wo ein Hirn ist und das Hirn im Bauch ist und ja. Und der arbeitet dann mit dem Shredder zusammen, um die Weltherrschaft an sich reissen. Und Turtles finden das nicht so geil und müssen das verhindern. Das Erste, was man muss wissen, ist, dass Ninja Turtles 2 sehr, sehr, sehr bescheuert ist. Aber ich finde das gut, das muss so sein. Ich meine, es sind 4 Schildkröten, die so gross sind wie Menschen, sich verhalten eigentlich wie Menschen, Pizza fressen und von einer Ratte Ninjitsu gelernt haben. Dann müssen sie fighten gegen ein Wildschwein, Mutanten, Menschenviech mit, was weiß ich, Irokesen und Sonnenbrille und ein Roboter mit Hirn, der Tentakel hat im Bauch. Wie ist das nicht bescheuert? Das muss doch bescheuert sein. Und ich finde, er ist sehr bescheuert und das ist gut, aber leider nicht immer in der richtigen Art und Weise. Ich finde auf jeden Fall, dass Turtles das mal wirklich sehr, sehr gut getroffen sind. Ich habe schon rein von ihrer Art, wie sie sind, sie im ersten Teil schon sehr gut gefunden, aber sie haben völlig verunstaltet und hässlich ausgesehen und jetzt wirken es mehr menschlicher sozusagen. Sie wirken nicht mehr so wie übergewichtige Monster-Turtles, sondern so ein bisschen normaler quasi. Und das habe ich echt cool gefunden. Und auch wie sie miteinander umgehen, was sie für Sprüche reissen, was sie machen, das ist alles sehr, sehr gut angelehnt an die alten Cartoons und an die Comics und so, wie sie gewesen sind. Und das habe ich echt mega gut gefunden. Und der Film ist eigentlich allgemein ein Cartoon in echt, sozusagen. Es ist so übertrieben und hohl und einer von meinen Favoriten, was das angeht, ist der Krang. Das ist der Bösewicht. So. Der ist so dermaßen übertrieben und völlig komplett durchgeknallt und hohl. Ich kann jedes Mal lachen, wenn der gekommen ist und da mit seinem, was weiß ich, mit seinem Hirn da zum Bauch ausgekommen ist und blöd geschnurrt hat und so. Ich habe das verdammt lustig gefunden, super. Auch der Bebop und der Rocksteady, die zwei, eben da das Warzenschwein und das Nashorn, die zwei habe ich sehr, sehr cool gefunden. Die sind auch so, schau mal, wir sind lebende Cartoons. Das habe ich echt sehr, sehr geil gefunden. Der Shredder war ein bisschen doof und ein bisschen lahm, aber ja, die anderen haben das wieder ein bisschen kompensieren. Das habe ich echt gut gefunden. Dann noch nicht Kompi-Figuren, die sind mäßig gut. Megan Fox, sie ist einfach schlecht. Sie ist einfach keine gute Schauspielerin. Sie sieht aus, tut mir, ja, ich finde sie gar nicht so toll, aber ja, sie ist im Film, kann nichts dagegen machen. Der Will Arnett wäre ja eigentlich ganz ein glatter Sieg, aber in diesem Film nervt er mehr als etwas anderes. Der Stephen Amell, der den Casey Jones spielt, ist auch einfach etwas, aber eigentlich alle menschlichen Figuren sind echt nicht gut. Die Effekte und so, die Kompi-Effekte, CGI ist meistens relativ gut, finde ich. Es hat auch sehr, sehr viele Action-Szenen, die drin sind, die sehr, 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 sehr cool gemacht sind. Die eine Einstellung aus dem Trailer, wo da so ein Panzer zum Wasser auskommt und all vorne durchturnet und nachher so ein Projektil in die Kamera reinschiesst. Finde ich super, ist völlig hohl und behindert, aber ich habe verdammt Applaus an diesen Sachen und wenn das war, dann hat der Film echt können scheinen und hat echt können so das ausleben, was er soll. Sonst, sobald sie geredet haben, ist es echt teilweise mega, mega fremdschämend gewesen, was die Leute haben müssen sagen. Alles in allem ist Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows ganz ein unterhaltsamer Film. Er hat ein paar übertriebene, doofe Action-Szenen und die ganzen Kompi-animierten Figuren sind sehr, sehr gut. Meiner Meinung nach, also gut im Sinn, im Kontext vom Film, sie sind völlig bescheuert und hohl. Die echten, nicht so wirklich, die sind meistens recht schlecht gespielt und die Dialoge sind furchtbar lausig geschrieben. Ja, ein bisschen mehr Action, ein bisschen weniger Glabber, ein bisschen weniger Megan Fox, dafür ein bisschen mehr Krang oder so. Das hätte ich echt cool gefunden. Jetzt ist es so ein glatter Film, den man mal so gesehen hat. Der hat meiner Meinung nach, wie gesagt, ein bisschen bescheuerter können sein, ist er aber nicht. Darum noch glatt, aber man muss jetzt den nicht ums Verworgen gesehen haben. Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows, ja, das ist er gewesen. Ich
weiss nicht, wieso das Turtles überhaupt noch etwas sind. Cartoons laufen nicht mehr im Fernsehen, meines Wissens nach. Es ist, glaube ich, einfach nur noch da, um ein paar nostalgische Leute ins Kino locken und irgendwelche Kinder, dass sie so rausgehen und sich farbige Bänder um die Augen binden und ein bisschen so machen. Aber ja, der Film ist laut und farbig und gross und darum wird wahrscheinlich wird er genug Geld einspielen, um weitere Fortsetzungen rechtfertigen. Das heisst, in 2-3 Jahren werden wir den nächsten sehen. Ich freue mich mäßig drauf. Auf jeden Fall danke ich euch vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.